Königliche Hoheiten, Herr Präsident, Eminenz, Exzellenzen, liebe Schwestern und Brüder. Seit 3,5 Jahrhunderten hat sich die Stadt Luxemburg der Gottesmutter, ihrer Fürsprache, ihrem Schutz anvertraut. Unser Gnadenbild ist aber sehr viel älter als nur diese 350 Jahre, wohl um die 400 Jahre. Und seitdem wallfahren Menschen hierhin zu diesem Gnadenbild der Gottesmutter. Sie kommen aus Freude und aus Dankbarkeit. Sie kommen mit tiefem Glauben und auch in kindlichem Vertrauen. Sie kommen aus seelischer Not und sie kommen in Zweifel und Sorge. Eigenartig, welche Anziehungskraft doch dieser Ort ausstrahlt. Es kommen ungezählte Pilgerinnen und Pilger, die hier die Gottesmutter einer alten Anrufung der Christenheit entsprechend als Trösterin der Betrübten verehren. Consolatrix afflictorum, so lautet der lateinische Titel. Wenn wir das übersetzen, dann könnte man meinen, dass das so viel bedeutet wie: Sie kommen zur Trösterin derer, deren Leben fast zu Ende ist, weil vom Schicksal zerschlagen sie sich wie am Boden zerstört liegend erfahren, weil sie sich zugrunde gerichtet fühlen, fast unfähig, sich selbst wieder zu erheben. Das sind die Afflikti, liebe Schwestern und Brüder, das sind die, die ohne Hoffnung auf Zukunft sind, weil sie nicht mehr durchblicken, weil sie den Sinn des Lebens aus dem Auge verloren haben, weil sie den Glauben als Kraftquelle nicht mehr sehen und weil die Konflikte so gewaltig sind, dass man den Knoten selbst nicht mehr zu lösen vermag. Da ist ein lieber Mensch verstorben, das eigene Kind vielleicht, schrecklich, die Frau, der Mann, ein Freund, furchtbar weiterleben zu müssen, ohne sie. Da ist eine Krankheit, die den Abschied aus dieser Welt ankündigt. Da ist die Last von Schulden, die das Leben schier ausweglos macht. Da ist ein Teil der Familie noch in Syrien oder im Libanon und es gibt kein Vor und kein Zurück mehr. Immer dann haben gläubige Menschen in ihrer Not sich auf den Weg gemacht zur Gottesmutter, um ihren Trost und ihren Zuspruch zu erflehen, um ihre Hilfe zu erbitten, dass Gott doch sich an sein Versprechen erinnern möge. Wir haben dieses Versprechen heute Morgen noch einmal in der Lesung gehört. Es ist das Versprechen, das uns vom Propheten Jesaja bis in diese Stunde hinein gemacht wird. Und dieses Versprechen lautet: Ich vergesse dich nicht. Vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, ist das im Letzten der größte Trost, den Gott für uns bereithält. Dass nichts von alledem, worunter ein Mensch leidet, dass nichts von alledem, was ihn aufleben lässt, was ihn aufhebt, dass nichts von all dem bei Gott vergessen ist. Die berührenden Zeilen des russischen Dichters Jewgeno Jewtschenko lassen anklingen, was in Gottes Zusage „Ich vergesse dich nicht“ aufgehoben und der Unwiederbringlichkeit entrissen ist. Jeder hat seine eigene, hat seine geheime, seine persönliche Welt, heißt es da.
Es gibt in dieser Welt den besten Augenblick. Es gibt in dieser Welt die schrecklichste Stunde. Aber dies alles ist uns verborgen. Und wenn ein Mensch stirbt, dann stirbt in ihm sein erster Schnee. Und dann stirbt mit ihm auch sein erster Kuss und sein erster Kampf. All das nimmt er mit sich. Welch ein Trost! Nichts davon ist bei Gott je vergessen. Aber das, liebe Schwestern und Brüder, das vergessen wir Menschen. Wir vergessen das allzu schnell und allzu oft dort, wo wir in höchster Not sind. Die Not verdrängt dann nämlich alles. Sie macht das Leben boden- und gnadenlos. Jeder ist sich dann mit einem Mal der Nächste. Rette sich, wer kann. In dieser Not und in diese Not hinein öffnet die Gottesmutter, die Trösterin der Betrübten, ihre Arme. Sie sagt: Lass dich trösten, lass dich auffangen, lass dir sagen, dass Gott zu allen Zeiten sein Volk getröstet hat und sich seiner Armen erbarmt hat. Und auch deiner will er sich erbarmen. Heute. Ihr Luxemburger Gnadenbild zeigt die Gottesmutter mit einer Krone auf dem Haupt. Merkwürdig eigentlich. Die Trösterin der Betrübten mit einer Krone wie eine Königin. Ja, wie eine Königin. Denn gerade als Trösterin der Betrübten ist sie auch Königin. Ihr Königtum geht nämlich hervor aus ihrem Mitleiden mit ihrem Sohn. Ausdrücklich verweist die Heilige Schrift auf diesen Zusammenhang hin. Der Heiland sieht unter dem Kreuz seine Mutter stehen und den Jünger, den er liebt. Und er sagt zu seiner Mutter: Sieh da dein Sohn. Und zu dem Jünger sagt er: Sieh da deine Mutter. Johannes steht unter dem Kreuz für uns, für die Kirche. Er verkörpert sie. Und Jesus bestellt in diesem Augenblick seine Mutter zur Mutter der Kirche, zur Mutter von uns allen. Das geschieht, liebe Schwestern und Brüder, das geschieht vom Kreuz herab. Das ist gewissermaßen so etwas wie eine königliche Verfügung Jesu, die er da am Kreuz getroffen hat. Er setzt Maria ein als Königin Mutter und als solche übt sie ihr Königtum aus als Königin des Lebens, weil sie der Welt in Jesus Christus den Sohn Gottes gebracht hat, der uns das Leben Gottes erstritten hat. Wo hat er das erstritten? Am Kreuz hat er es uns erstritten. Die Krone auf dem Haupt ihres Gnadenbildes ist deshalb nicht nur ein Zeichen großer Verehrung. Sie ist nicht nur ein Zeichen großer Beliebtheit. Nein, sie weist auch hin auf unser aller Berufung als Christen, durch das Sakrament der Taufe Anteil zu haben am Königtum Jesu Christi. Sie weist hin auf unser aller Berufung zum königlichen Adel der Gotteskinder. Dieser Adel, liebe Schwestern und Brüder, der zeigt sich auch darin, dass wir, wie der Apostel Paulus uns heute Morgen in der zweiten Lesung erinnert hat, dass auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind. So durchbricht die Zuneigung der Gottesmutter zu uns die Gnadenlosigkeit jeder Not. Wir dürfen ihren Trost empfangen und wir dürfen ihn weitergeben, heute in unsere Welt hinein, an die Menschen, die sich in Not befinden,
weil wir zu einem Gott gehören, der ein Gott des Trostes ist. Und diesen Trost, liebe Schwestern und Brüder, die hat unsere Welt heute notwendiger denn je. Einen Trost, der sich nicht selbst genügt. Einen Trost, der nicht harmlos ist, sondern einen Trost, der die Gnadenlosigkeit des Mordens, der die Gnadenlosigkeit des Krieges und des Terrors, der die Gnadenlosigkeit des Herrschens und des Vernichtens, der die Gnadenlosigkeit des Funktionierens und des bloßen Leistungsorientiertsein, des Statusdenkens und der Habenden durchbricht. Wenn unser heiliger Vater in den kommenden Tagen in Rom mit dem diesjährigen Karlspreis ausgezeichnet wird, dann auch deshalb, weil er Europa seit Beginn seines Pontifikates immer wieder aufs Neue ins Stammbuch schreibt, was Europa um Gottes Willen nicht vergessen darf. Das Direktorium der Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen begründet seine Entscheidung folgendermaßen. Da heißt es, der Papst sei eine Stimme des Gewissens, die uns mahnt, bei all unserem Tun den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und eine herausragende moralische Autorität sei er, die uns als Mahner und Mittler zugleich daran erinnert, dass Europa den Auftrag und die Verpflichtung hat, aufbauend auf den Idealen seiner Gründerväter Frieden und Freiheit, Recht und Demokratie, Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung zu verwirklichen. Den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das ist dem Papst, liebe Schwestern und Brüder, schon allein deshalb so wichtig, weil Gott selbst es ist, der von Beginn an den Menschen in den Mittelpunkt gestellt hat. Spätestens dann in den Mittelpunkt gestellt hat, als Gott seinen Sohn, den er zu uns gesandt hat und den er aus Maria, der Jungfrau, hat Mensch werden lassen, also einen von uns. Spätestens seitdem spricht Gott sein Ja zur Welt. Spätestens seitdem spricht Gott sein Ja zu einem jeden Menschen, unabhängig von seiner Herkunft, unabhängig von seiner Hautfarbe, unabhängig von seiner Religion, unabhängig von seinem sozialen Status. In Europa, liebe Schwestern und Brüder, sind wir es gewohnt, die Menschenrechte zu beschwören und sie Heer im Munde vor uns herzutragen. Wir verstehen darunter jene Rechte, die dem Menschen aufgrund seines Menschseins zukommen. Vom Ursprung her aber sind das Gottesrechte, weil sie dem Menschen vom Schöpfer zu eigen gegeben sind. Und darum sind diese Rechte aller menschlichen Verfügung entzogen, auch der Verfügung eines Staates und einer Gesellschaft. Das erste Grundrecht eines jeden Menschen ist das Recht auf Leben. Denn es ist einem jeden von uns geschenkt, nicht von einem Staat, nicht von einer Gesellschaft. Es ist uns geschenkt von Gott und es ist ein kostbares Geschenk. Unwiederbringlich ist es, einzigartig ist es. Jeder Atemzug ein Wunder der göttlichen Schöpfermacht. Und dieses Geschenk zu hüten, das ist unser Auftrag
hier in Europa, überall auf der Welt. Das ist unser Auftrag, der uns Christen eingestiftet ist. Dieses Leben zu hüten, das ungeborene Leben, das für uns Christen nicht erst irgendwann beginnt, sondern das beginnt mit der Verschmelzung von Ei und Samenzelle. Das ungeborene Leben zu hüten und zu schützen, ist unser Auftrag, genauso wie das Geborene. Und das Altgewordene genauso wie das Junge. Und das Sterbenskranke ebenso wie das Kraftvolle. Und auch, liebe Schwestern und Brüder, das Leben mit legalem Aufenthaltsstatus ebenso wie das ohne legalem Aufenthaltsstatus, das Leben der Betrübten, der Verarmten, der Hoffnungslosen, der müde gewordenen, der schier Untröstlichen, der Afflikti eben. Anvertraut ist uns dieses Leben und sein Schutz nicht als Last, nicht als Bürde, sondern als lebendiger Ausdruck unseres Glaubens. Denn dieser birgt in seinem Innersten ja Trost und Hoffnung. Entgegen kommt uns dieses Innerste unseres Glaubens in Maria, der Trösterin der Betrübten. Sie ist gewissermaßen das mütterliche Antlitz Gottes. So wie sie ihren göttlichen Sohn auf seinem Lebensweg bis unter das Kreuz begleitet hat, so begleitet sie die Kirche durch die Jahrhunderte hindurch, so begleitet sie einen jeden von uns auf seinem Lebensweg. Als unsere Mutter teilt sie mit uns Freude und Leid. Als unsere Mutter sorgt sie sich um uns. Als unsere Mutter tröstet sie uns und alle, die sich in ihrer Not an sie wenden. Ihre Hauptsorge aber, die besteht darin, dass sie uns hilft, unsere Herzen für Gott zu öffnen und offen zu halten, so wie sie es getan hat, damit der Heilige Geist uns erfüllt und Christus immer mehr in uns Gestalt gewinnt und in uns zu leben vermag. Denn dies ist der größte Trost, der uns zuteil werden kann, dass Christus in uns lebt und dass er so in unserem Leben Gestalt gewinnt, wie in Maria. Amen.